Lieber Günter Schmitz, hallo erstmal. Ja, hallo. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Interview. Ich freue mich auf Ihre Erzählungen und auf spannende Geschichten rund um 30 Jahre Co-Planning. Ich zitiere mal die Presse. Sie schrieb einmal vor einigen Jahren sinngemäß, Co-Planning ist eine Luxemburger Erfolgsgeschichte. Herr Schmitz, Sie und Ihr Bruder Hubert haben vor 30 Jahren diesen Schritt gewagt, Ihre sicheren Jobs gegen Selbstständigkeit zu tauschen und eine Luxemburger Erfolgsgeschichte daraus zu machen. Was war Ihr Beweggrund? Also, wenn man so eine Entscheidung trifft, dann gibt es ja dafür einen Grund. Sonst macht man das ganz sicher nicht. Und wenn ich zurückschaue, wo ich so an den verschiedensten Arbeitsstellen gearbeitet habe, musste ich feststellen, dass vieles nicht so war, wie ich mir das vorstellte. Kundenbegeisterung, was ist das? Mitarbeiterbegeisterung, welche Mitarbeiter? Und das bewegte mich und auch meinen Bruder zu sagen, lass uns doch mal etwas machen, was es nicht gibt. Lass uns ein Unternehmen gründen, wo die Mitarbeiter begeistert sind und begeisterte Mitarbeiter erzeugen begeisterte Kunden. Das haben wir dann gemacht und das steht heute hier. Es braucht trotzdem eine gute Geschäftsidee. Was war die Geschäftsidee dahinter? Es war einzigartig zu sein in dem, was man heute im Handwerk macht. Und diese Einzigartigkeit war unsere Montage. Staubfrei. Ich habe immer gesagt, chirurgische Montage. Man darf uns überhaupt nicht spüren, wenn wir da sind. Die Menschen waren traurig, wie wir nach Hause gefahren sind, unsere Handwerker. Man war traurig, wenn die Handwerker, kann sich das vorstellen? Nein, es war immer umgekehrt. Und das war schon, das war das Erfolgskonzept. Lassen Sie uns ein bisschen über den Namen reden, Co-Planning. Wie kamen Sie auf den Namen? Ja, das war mein Bruder, der die glorreiche Idee hatte. Co-Planning hieß Controlling, Planning, Engineering. Und daraus entstand diese Erfolgsgeschichte. Der erste Firmensitz von Co-Planning, der war noch in Echternach. Wie kann man sich die Gegebenheiten dort vorstellen? Ja, es war so, wir haben wenn man in Luxemburg nach einem Standort sucht, das ist dann wie wenn man Gold suchen geht. Man muss das ähnlich sich vorstellen. Ich kannte einen Kollegen und dann sagte ich, weißt du nicht, wo was passiert? So baulich und ja, in Echternach, da bauen wir ein Haus und da war die Bodenplatte gerade fertig und dann klingelte ich beim Nachbar, wissen Sie, wem dieses Haus, was hier entsteht, gehört? Ja, mir. Was machen Sie? Vermieten. Und mein Bruder und ich standen vor dieser Bodenplatte, kein Haus drauf, Einfamilienhaus. Er sagte, mein Bruder, gut, wir können ja die erste Etage mieten. Da sagte ich, nee, nicht die erste Etage, das ganze Haus. Es war jetzt nicht so riesig groß, nur ich hatte eine Vision. In mir brannte was. Ich wusste, was ich wollte. Ich wollte ein Unternehmen aufbauen und nicht ein Drei-Mann-Unternehmen bleiben. So, wir mieteten das ganze Haus und dann hatten wir einen Standort. Rue de la Chapelle Nummer 4, ich vergesse das nie. Jetzt hatten Sie den Standort, Sie hatten auch die Mitarbeiter, Sie hatten die Visionen. Mit welchen Produkten gingen Sie an den Start? Also ich muss sagen, es gab am Anfang gar keinen Grund, bei uns zu kaufen. Wenn du neu am Markt bist, es gab keinen Grund, außer ja, unsere Montage, die anders sein sollte, was es am Anfang gar nicht war. Wir waren genauso, ich will jetzt nicht schlecht sagen, sondern nicht besser wie die anderen. So, damit konnten wir uns nicht absetzen und ich habe als Hobby Musik gemacht. Und da gab es meine älteste Tochter, mit 4 Jahren fing die an zu singen. Ich komme aus einer Musikerfamilie und dann fingen wir an, auf den Ausstellern zu singen. Rolf Zuckowski rauf und runter. Die Leute kauften, weil wir Musik gemacht haben. Weil es war schon mit einem Risiko verbunden. Ne? Es war schon mit einem gewissen Risiko verbunden. Wenn man durch das Singen die Kunden anziehen will, das kann auch mal im Gegenteil ja, die Qualität haben wir zu dem Zeitpunkt schon gebracht, okay. Aber wir waren nicht besser. Dann haben wir uns nach oben gearbeitet. Das war natürlich unvorstellbar hart. 20 Mal am Wochenende waren wir auf Messen. Wir haben Gas gegeben, wie bekloppt, für dahin zu kommen überhaupt. Aber es ging. Sie haben es eben angesprochen, die Rue de la Chapelle hieß die Straße, wo das erste Haus stand. Können Sie sich denn auch noch so genau an die ersten Mitarbeiter erinnern? Ich kann mich an alles erinnern, an jeden Drahtnagel. Das war so mühsam, dahin zu kommen, wo das Unternehmen heute steht. Ich war 25 Jahre an der Spitze. Da kennst du jede Ecke vom Unternehmen, jeden Millimeter.
Und jeden Mitarbeiter. Und jeden Mitarbeiter. Welche Rolle spielt eigentlich die Firma Ost am Anfang und wie kam es, dass die Gespräche mit Roman Hilger von Ost, dass Sie die aufnahmen? Also mein Bruder und ich arbeiteten im Süden in Vötz. Da waren wir Betriebsleiter in einem Fensterbauunternehmen. Die Firma hieß Retralux. Hatten wir einen ganz gigantischen Chef, der uns wirklich machen. Wir konnten da machen, was wir wollten. Und wir konnten es richtig gut machen, weil keiner uns da reingesprochen hat. 4 Jahre später entschieden wir uns selbstständig zu machen. Okay. Weil wir hatten die Reife, mittlerweile ich war 30, mein Bruder 28. Man braucht auch, um selbstständig zu starten, A, können und B, auch die Reife dazu, obwohl wir sehr naiv waren. Ne? Weil man fängt sehr naiv an. Ja, und trotzdem, um es mal salopp auszudrücken, waren Sie ein No-Name. Wie gelang es Ihnen trotzdem, sich gegen den etablierten Wettbewerb zu behaupten? Wir hatten 458 Wettbewerber. Und wer Schmitz kennt, dem fällt immer was ein, anders zu sein wie die anderen. Und das war der Unterschied. Okay, was war denn anders? Man weiß gar nicht, wo man anfängt, ob man ein Hundeliebhaber ist. Man kam hier bei uns ins Unternehmen, da stand eine Schüssel mit Wasser, wurde 3-mal pro Tag getauscht, dass das nicht abgestanden war. Vorne war ein Hundeschilder, wir sind Hundebesitzer. Und man hat einfach gemerkt, hier sind Menschen zu Hause, hier ist eine positive Energie. Auf jedes Detail wurde geachtet. Hier kam ein Kunde rein, der hatte Schnupfen, dann stand auf einmal ein Tee, aber ungefragt. Ein Tempotaschentücher, ein Bonbon lag dazu. Es war einfach die Berührung. Die Menschen waren fasziniert, wie aufmerksam wir waren. So eine richtige Wohlfühl-Oase Co-Planning. Ja, es war die Kundenbegeisterung, aber auch Mitarbeiterbegeisterung. Bei mir fängt der Erfolg beim Mitarbeiter an oder Mitarbeiterin. Also wir sprechen über beide. Sie waren anders, Sie hatten andere Ideen, es kam gut an. Was waren Ihre ersten richtig großen Erfolge seinerzeit? Ja, wir haben ja in der Rue de la Chapelle angefangen. Das war natürlich ruckzuck zu klein. Das Lager war in Deutschland, damals ging das noch gerade, so heute würde das überhaupt nicht mehr funktionieren über die Grenze. Wir brauchten einen neuen Standort hier in Jungwinster, bekamen wir einen Standort angeboten, der war aber jetzt nicht hier, der war ja ein paar Meter darüber. Wir hatten die Kaufverträge unterschrieben und eine Woche später hat man es uns wieder abgenommen. Ich bin das erste Mal weinend nach Hause gefahren, unsere Chance, etwas Neues zu machen, war hinüber. Dann bekam hier der Gemeinde, man mit gewissen Firmen ein bisschen Auseinandersetzung und dann wollte man so ein kleiner, ich sage das jetzt mal ganz ehrlich, so ein kleiner Racheakt machen gegenüber gewissen Firmen. Und dann sagte man, hier war ein Riesenloch. Man konnte sich hier gar nicht vorstellen, etwas hinzubauen. Dann gab man uns die Chance, wir haben eine Gemeinderatssitzung, ihr könnt kommen, es sind noch 2 da. Ihr könnt als erstes einen Strich ziehen. Wir wussten nicht, was es kostet. Es ging nur darum, überhaupt was zu haben. So. Und dann habe ich meinen Bruder, zeigte hier und ich, 10 Meter rüber, sagte ich, hier ist der Strich. Ich wusste immer, zu klein kannst du nicht größer machen. Das hier ist ja jetzt schon zu klein. Aber wir haben den Strich gezogen, dann bekamen wir das. Das war ein Sechser im Lotto. Aber man musste auch den Mut haben, diese Nummer hier durchzuziehen. Jeder, der das Gebäude gesehen hat, wachsen, hat gesagt, der Schmitz, der ist bekloppt, wo er auch recht hat. Der bleibt auch so. Lassen Sie uns mal kurz auf die Zusammenarbeit mit Ostfenster eingehen. Die war zunächst sehr fruchtbar. Aus welchem Grund kam es dennoch zur Trennung von Ostfenster? Wenn 2 Unternehmen miteinander arbeiten und der anhängende Betrieb, wir waren ja der Anhängende, wir waren nicht der Produzent, wird zu stark, dann trennt das sich. Wir waren beide zu stark geworden und dann gönnt man dem anderen, das könnte man ja auch selber verdienen, was der macht. Das ist natürlich naiv, aber das stellt man dann fest, was man verloren hat. Wer Schmitz verliert, hat verloren. 1996 erfolgte die Gründung der Co-Planning Montagebau GmbH mit Bernhard Hiedels. Ganz genau. Welche Umstände führten dazu, dass Sie die Montagearbeiten statt mit Subunternehmern selbst ausführen sollen? Also ich behaupte, dass ich viel kritischer bin wie der kritischste Kunde. Ich bin Robin Hood für die Kunden. Bei mir muss kein Kunde kämpfen für die beste Leistung. Ich bin weil das ist heute alles so kostenintensiv. Der Kunde muss fasziniert sein. Er muss mehr bekommen, wie er bezahlt. Sonst ist das für mich überhaupt kein Ergebnis. Es ging dann flott voran in den 90er Jahren. Sie stellten weitere Verkäufer ein, die Qualifikationen wie zum Beispiel Schreinermeister auch mitbrachten. Welchen Stellenwert hatte Kompetenz in Beratung und Verkauf bereits am Anfang
bei Co-Planning? Ja, den höchsten. Ich brauche Fachleute und mein Bestreben war es, aus Fachleuten auch Berater und Verkäufer zu machen. Ein Handwerker ist kein Verkäufer. Normalerweise ein Verkaufsverhinderer, er weiß alles besser. Willst du Recht haben oder gewinnen? Er sagt nachher, ich hatte Recht, aber hat dann den Auftrag verloren. Das haben wir dann geschult, trainiert, wie beim Fußball. Und wir haben wirklich aus diesen Menschen ganz tolle Verkäufer gemacht. Berater. Für mich waren es Wünscheerfüller. Sie haben sie auch immer motiviert bekommen? Das geht leicht. Wie? Es gibt viele Möglichkeiten. Das hängt an mit dem kostenlosen Frühstück morgens, weil es sind die wichtigsten Menschen, die wir hier, wir haben für 1,4 Millionen noch angebaut, nur um eine Küche und ein Restaurant zu bekommen. Das ist nicht für unsere Kunden gewesen, sondern für unsere Mitarbeiter. Da könnte ich jetzt eine Liste zusammenschreiben, die hört nicht auf. Begeisterung, es ist Ziehen statt Drücken. Unternehmerische Entscheidungen trafen Sie immer sehr gezielt und auch immer selbst. Externe Beratung war Ihnen aber auch irgendwann wichtig. Wann und wie haben Sie damals Ihren Berater, den Walter Kaltenbach, kennengelernt? Ich war hier, oder wir waren hier ins Unternehmen eingezogen. 2 Jahre später verließ mein Bruder das Unternehmen. Er hatte andere Ziele, hat nochmal geheiratet, wollte sein Ingenieurstudium als Gutachter im Endeffekt als Beruf ausüben und dann hatte ich den Laden alleine. Und wir sprechen nicht von den Schulden. Das war schon ein kleiner Berg, der da zustande kam. Jetzt bist du alleine. So, und ich habe gemerkt, dass ich ausgebrannt war. Weil dieses Gebäude und Verkaufen und Montieren, das ist schon eine Herausforderung gewesen. Das haben wir ja selbst hingestellt, die Bauleitung. Mein Bruder hat die Hülle gemacht, ich den ganzen Innenausbau, alles. Und dann empfiehlt mir ein Unternehmer, der auch hier im Unternehmen ausgestellt hat, empfiehlt mir, schau mal nach dem Walter Kaltenbach, der trainiert Leute. Und fuhr ich dahin und stellte fest, dass viele Glaubenssätze, die ich hatte, sehr stark überdacht werden sollten. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Gut wird man, wenn man an sich schraubt, nicht an den Menschen. Die Menschen verändern sich nicht. Wir Unternehmer müssen uns permanent verändern. Was war denn genau sein Einfluss von Walter Kaltenbach auf die Entwicklung der Mitarbeiter von Co-Planning? Ja, er trainierte unsere Verkäufer, das ist wie im Fußball. Ne? Das Tor wird ja nicht größer und trotzdem jagen die jeden Tag am Fußballplatz den Ball nach und schauen, dass sie das Tor treffen. Und so war das bei unseren Wünscherfüllern. Also Verkäufer, das ist ja für mich ein Wort, das ist für mich ein Versicherungsmann, der Versicherung Papier verkauft. Hier ging es ja darum, wenn wir auftauchten, der Kunde hatte einen Wunsch. Wenn wir sehen, wir sitzen hier in einem Glashaus, der Kunde möchte sein Außen mehr erleben, aber trotzdem den Wind im Griff haben. Und wir sind Wünscherfüller. Ich werde ein Leben lang Wünscherfüller bleiben, bis ich durchs Rohr gehe. Und man muss natürlich auch immer wieder nach vorne sehen. Sie haben immer wieder Ausschau nach neuen Produkten und Ideen gehalten. Wie sind Sie bei der Auswahl der Produkte vorgegangen und was war Ihnen dabei besonders wichtig? Ja, die Perfektion. Luxemburg ist ein Land, wo der Anspruch äußerst hoch ist. Das ist eine Chance für ein Unternehmen. Wenn alles egal ist, dann können Sie nichts mehr erreichen. Aber der Anspruch hier in diesem Land ist sehr, sehr, sehr hoch. Und den wollten wir natürlich mit allen Möglichkeiten erfüllen. Wir haben auch mit den Produkten mitentwickelt an diesen Produkten und auch die Hersteller. Das war für mich die Zeit, wo ich hier war, das war keine Lieferanten, das waren Freunde, Entwicklerfreunde. So, es war ein Traum. Zeitnah kamen dann auch die ersten Exklusivverträge, wie zum Beispiel mit Internorm. Sie sind nicht immer leicht zu bekommen. Sie zu haben, sagt trotzdem viel über ein Unternehmen aus. Wie haben Sie Ihre Anbieter von Exklusivverträgen mit Co-Planning überzeugen können? Also es war sehr schwierig. Ich habe bei Internorm angerufen, ich würde gerne Geschäftspartner werden. Dann sagten die, nach Liechtenstein liefern wir nicht. Sag ich, Liechtenstein brauchen sie auch nicht, sie brauchen nur nach Luxemburg zu liefern. Es war überhaupt gar nicht vorgesehen, das Land zu beliefern. Nur es gab einen Grund, warum ich das machen wollte. Luxemburg hat ganze schmale Ansichten von Fensterprofilen. Die haben viele zweiflügelige Fenster und wenn Sie Fenster heute kennen, dann ist in der Mitte die Partie. Das sieht aus, plump, träge. Also das war für mich von der Schönheit eine Katastrophe. Und die Österreicher ticken ähnlich wie die Luxemburger.
Und das Problem war mit dem Holz, mit Ostfenster war ein reines Holzfenster und man ging davon immer ein bisschen mehr weg, weil man wollte nicht mehr diesen Anstrich machen. Also gab es nur eine Alternative, Aluminium. So, und es gab nur eine Firma, die das Aluminium mit ganz schmalen Mittelpartien, 112, ich vergesse das nie, und das war Internorm. Und ich habe gesagt, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Ich kriege euch hier hin. Wo ein Wille, auch ein Gebüsch, haben wir früher gesagt. Und so haben wir es gemacht. Wie ich fertig war, hatte ich einen Chef im Flugzeug sitzen, der kam hier hin. Ich habe dem ein Modell von diesem Raum gebaut. Da sagt er, ich habe da in Luxemburg einen ganz Bekloppten getroffen in Österreich. Wir müssen den bedienen. Und die haben hier uns die erste Ausstattung hier gemacht, vom Feinsten. Und das war ein Schlüssel zum Erfolg. Weil wir hatten ein einzigartiges Produkt, was kein anderer bieten konnte. Wir sitzen jetzt heute gemeinsam hier, um über 30 Jahre Co-Planning zu reden, in diesem wunderschönen Showroom. Was hat Sie dazu bewogen, einen eigenen großen Showroom zu bauen? Ich komme aus der Musik. Ein Musiker kennt Bühne, Licht, Boden, Nebel, kopfbewegte Scanner. Wir hatten alles, dass ich meinen Bruder, der auch Musiker war, so weit bekam, für alleine damals 100.000 € hier nur Technik reinzuschleppen. Wenn man gründet, also so ein Unternehmen aufbaut, wir haben ja nicht gegründet hier, sondern es war 2000. Und dann kam Licht, Bühne, alles. Ich hatte einen Traum. Die Menschen sollen hier unterhalten werden. Es soll ein Marktplatz werden. Heute gibt es vielleicht viel größere Häuser, aber in dieser Qualität. Wir wollten nicht die Größten werden, wir wollten die Besten werden. Kurz darauf hat einer Ihren Traum verlassen. 2003 war das ein sehr bedeutendes Jahr für Sie. Ihr Bruder Hubert hatte sich entschieden, aus dem Unternehmen auszusteigen und künftig eigene Wege zu gehen. Für Sie bedeutete das, Co-Planning allein weiterzuführen oder vielleicht aufzugeben? Nein, nie. Ich hatte einen großen Partner an meiner Seite, den ich heute noch habe. Das war der Schlüssel zum Erfolg, meine Frau. Wenn es schwierig wird, laufen die meisten weg. Sie blieb. Und mit ihr zusammen, wir haben auch im selben Jahr ein Kind, Nummer 3, hatten wir eine Thrombopenie, also zuerst Leukämie, dann Thrombopenie. Dann hat sie gesagt, ich kümmere mich ums Kind und du um den Laden. So. Wir konnten uns blind bis heute auf uns verlassen. Und das war der Schlüssel. Dass mal einer in einem Lebensweg mal irgendwas beendet, das kennt jeder, das ist das Normalste von der Welt. Das war jetzt, wir sind auch nicht aus dem Streit auseinandergegangen, sondern die Wege haben uns getrennt. Es ist ja auch eine hohe Verantwortung, so ein Unternehmen zu haben. Wir als Chefs haben weniger verdient wie unsere Mitarbeiter. Das ist so, wenn du ein Unternehmen aufbaust. Wenn du das nicht aushältst, dann mach's nicht. Konfuzius sagt, also der sagt vieles, aber er sagt auch, wer ständig glücklich sein möchte, muss sich oft verändern. Wenn man Bilder des Showrooms der letzten Jahre oder der beiden letzten Jahrzehnte hier ansieht, fällt auf, dass Sie immer wieder am Puls der Zeit gedreht haben. Und Sie haben immer modernisiert. Von wem kamen die Ideen dazu oder wer hat Ihnen die Inspiration dazu gegeben? Nochmals Ihre Frau vielleicht? Nein, das steckt in uns. Wir haben auch den gleichen Geschmack. Ich weiß noch, wir fuhren Silvester in ein Hotel nach Hamburg und guckten ein Musical. Ich glaube, es war ABBA. So. Wir waren in einem ganz modernen Hotel, die hatten ganz tolle Ledersessel, Stühle. Dann habe ich gesagt, am selben Tag, wir fahren jetzt in ein Möbelgeschäft, das hat heute an Silvester bis 11 Uhr auf. Ein Möbelhaus bis 11 Uhr an Silvester, das gibt es ja nicht oft. Dann haben wir für 150.000 € neue Ledersessel gekauft, von einer wirklich sehr tollen Marke. Und die Bedingung war, dass unsere Verkäufer nichts wissen. Dann haben wir nachts den Showroom umgebaut, Black and White. Es waren schwarz und weiße Stühle. Und über Nacht wird der Showroom geändert. Wir haben nicht für den Kunden den Showroom geändert. Wir haben exklusiv für unsere Mitarbeiter den Showroom geändert. Warum? Die mussten brennen. Der Kunde kam ja gar nicht so oft. Unsere Mitarbeiter mussten permanent die Veränderung haben. Warum? Ich konnte gar nicht ohne Veränderung. Wer sich mal groß verändern muss, der schafft das nicht, weil die Mitarbeiter nicht mitmachen. Bei uns war jeden Tag eine Veränderung. Wir brauchten nie eine Veränderung zu machen, weil die war täglich. Es war auch, wer einen gemütlichen Job suchte, war bei mir komplett falsch. Es war gar nicht gemütlich, es war immer eine Veränderung. Ich kann ohne Veränderung nicht leben. In Interviews haben Sie auch immer wieder von Mitunternehmern statt von Mitarbeitern gesprochen. Welche Philosophie verbirgt sich hinter dieser Definition? Es ist so, wenn Sie als Arbeitgeber mehr machen, wie Sie müssen zum Arbeitnehmer und die das gut finden,
an einem Strang in eine Richtung zu ziehen. Ich wurde oftmals sogar als Sektenführer benannt. Ja, es war schon dramatisch, weil wir... Von Robin Hood zum Sektenführer. Ja, weil alle an einem Strick, das ist ja heute, da kann ja was nicht stimmen. Es war nur das Ziel, Kunden zu begeistern. Wenn das jetzt ein unmoralisches Ziel ist, dann weiß ich es nicht. Co-Planning hat in der Vergangenheit auch immer wieder zahlreiche Preise als Arbeitgeber gewonnen. Habe ich auch Reportagen im luxemburgischen Fernsehen gesehen. Was muss ich als Unternehmer tun, um diese Preise zu erzielen und als besonders attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden? Warum habe ich die Preise gemacht? Wenn Sie Ziele haben, müssen Sie ein Messinstrument haben. Ziele ohne Messen ist kein Ziel. Ich hatte klare Ziele. Ich wollte bester Arbeitgeber Luxemburgs werden. Ist ja jetzt nichts Falsches, und doch als zum Mitarbeiter hin. Stellte mich Weihnachten auf die Bühne. Wir möchten mit meiner Frau, wir möchten bester Arbeitgeber Luxemburg. Dann kommt so ein Team, prüft das Unternehmen, führt Interviews, es werden irgendwo 78 Fragen ausgefüllt, wird weggeschickt und dann gehst du ins Rennen. Und wir machten 2013 den ersten Platz. Da waren wir sehr stolz drauf, weil Qualität hinzubekommen, das geht noch. Aber die Mitarbeiterbegeisterung auf den Punkt zu bringen, wenn Sie ein straffes Unternehmen haben, was sehr prozessgesteuert ist, und dann noch, dass die Mitarbeiter klatschen, das ist eine Herausforderung. Das bedarf natürlich einer permanenten Weiterbildung der Geschäftsleitung. Meine Frau und ich waren permanent uns am Weiterbilden. Wie kam es zu der Idee, die Philosophie von Co-Planning über Wertefibeln zu definieren? Irgendwann habe ich gemerkt, dass bei den Mitarbeitern Geld eine große Rolle gespielt hat. Und zwar nur Geld. Also wenn ich in die Augen geschaut habe, habe ich da Geld gesehen. Ich dachte, hier läuft irgendwas schief. Also ich habe jeden Fehler auch gemacht. Ne? Also wenn Sie einen suchen, der einen Fehler gemacht hat, dann rufen Sie mich an, ich kann Ihnen jeden nennen. Aber wenn Sie das dann ändern, dann sind Sie richtig gut. Sie können nichts ändern, wenn Sie den Fehler nicht sehen. So, es war ein Fehler in meiner Entwicklungsphase. Dann habe ich gesagt, wir brauchen Werte. Dann habe ich mich mit meiner ganzen Mannschaft hingesetzt hier, mit 80 Mitarbeitern. Damals sind die Werte mit viel Herzlichkeit, Ehrlichkeit, Respekt und Zuverlässigkeit. Aus 100 Werten haben wir dann die 5 wichtigsten zusammen, oder 4 wichtigsten zusammengeschrieben. Und wer dagegen verstoßen hat, war dann auch raus. Ne? Also ich war schon sehr konsequent. Dass Sie alles andere als scheu auch vor Veränderungen sind, das zeigt ein Blick auf das Jahr 2006. Damals haben Sie das Gebäude durch eine sehr umfangreiche bauliche Erweiterung erheblich aufgewertet. Bitte erzählen Sie uns ein bisschen, wie es zu der Erweiterung und der anschließenden Gründung von Denkhaus kam. Mir brannte es auf der Zunge, Wissen weiterzugeben. Wir haben 3 Kinder. Und wir haben eine Pflicht im Leben, wenn wir irgendetwas erreicht haben, das weiterzugeben, dass andere profitieren können. Dann habe ich Denkhaus gegründet. Wir haben zuerst mal den Anbau, ich habe es vorhin schon gesagt, den Anbau erstellt mit Fahrstuhl, weil wir konnten auch keine eingeschränkten Menschen hier empfangen. Das war schlecht, wenn du eine Abgrenzung machst. Design for all war mein Prinzip. Also jeder kann uns besuchen. Egal wie er hier ankommt, so in welchem Zustand. Dann haben wir angefangen Schulungen, dass wir das, was wir hier gemacht haben, an andere Unternehmen weiter. Es war mega erfolgreich. Unsere Küche, unser Restaurant, das war eine Maschine geworden. Also es war schon unheimlich. Wir hatten Hotelbuchungen, 1000 Zimmer, Co-Planning, was ganz klein angefangen hatte. Jetzt hatten wir ja Co-Planning, wir hatten dann das Denkhaus. Co-Planning Energie wurde gegründet, wo Werner Kahl dann eingestiegen ist, sodass die Elektro-Sache eingezogen ist, was ja ganz wichtig ist. Stellen Sie heute beim Auto mal das elektrisch ab, dann fahren Sie wie vor 100 Jahren. Ne? Das ist ja, Komfort entsteht über Elektrofunktionen, so die ganzen Hilfssysteme. Und da musste ich einfach 2008 war ein mega Jahr, wo ganz viel Veränderung kam. Es war auch ein wichtiger Schritt, weil es hing alles an mir und das war gefährlich. Ein zentraler Grundgedanke rund um den enormen Erfolg von Co-Planning stellt der Begriff Kundenbegeisterung dar. Sie reden viel von Arbeiterbegeisterung, aber auch von Kundenbegeisterung. Warum war und ist Kundenbegeisterung für Sie auch heute immer noch ein sehr, ja, sagen wir, zentrales Thema? Es gibt nichts Schöneres, wie wenn du einen Fan hast. Im Fußball sieht man, die stehen in der Fankurve, egal wie lang. Die sterben für ihren Verein. Wir hatten
oder ich zu meiner damaligen Zeit hatten Fans. Das ist, wie sagt der Luxemburger, mega. Es gibt keinen anderen Ausdruck dazu. Das war mein Futter für die Motivation. Wir haben ganz am Anfang des Interviews ein bisschen über Ihre musikalischen Fähigkeiten auch geredet. Wir haben auch mit sehr vielem historischem Material uns beschäftigt in der letzten Zeit. Und dabei sind wir nicht über einen Günter Schmitz am Schreibtisch, sondern über den Entertainer am Keyboard, spielend und singend mit Tochter Michaela gestolpert. Erzählen Sie uns doch mal, wie kamen Sie auf die Idee, Ihr musikalisches Talent für die Firma zu nutzen? Es war gar keine Idee. Es ist alles, was wir hier gemacht haben, war nicht geplant. Es war kein Plan, es gab keinen Plan. Es ist passiert. Ich habe es zugelassen. Es war kein. Sie können nicht ein Kind planen für zu singen. Das ist wie ein Esel, der nicht voran will. Das ist gekommen und wir haben es gemacht. Wir hatten Spaß daran und so hat das sich einfach so mit der Zeit nach oben geschraubt. Aber es war kein Ziel. Es war, wer da denkt, was hatte der, einen Masterplan? Ich hatte überhaupt keinen. Ich hatte den Plan, Menschen zu faszinieren. Weiter nichts. Das haben Sie in all den Jahren mit Sicherheit gemacht. Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung in das Jahr 2017, ein entscheidendes Jahr wiederum auch für Sie. Sie haben sich damals entschieden, das Unternehmen zu verkaufen. Als Nachfolger haben Sie sich für Werner P. Karl entschieden, der zu diesem Zeitpunkt bereits, Sie haben das vorhin erwähnt, seit 5 Jahren der Geschäftsführung von Co-Planning auch angehörte. Welchen Anspruch hatten Sie bei dieser Entscheidung an den Herrn Karl? Wenn Sie als Familie so ein emotionales Unternehmen, Hidden Champion Unternehmen aufbauen, und unser Sohn hat hier gelernt, Buchhaltung und auch Schreiner. Ich habe riesen Fußstapfen hier hinterlassen, riesen Füße. Die sind so groß, da würde ich nie als Sohn nur denken, da reinzutreten. Das würde ich nie einem Sohn oder einem Kind zumuten, weil da muss, mit 25 Jahren bist du gewohnt, ein Kanu zu fahren und dann kriegst du eine AIDA. Das geht nicht. Nein, ich hätte meinen Sohn kaputt gemacht. Und ich war aber selbst, ich war 55 Jahre, damals 2017, es war für mich der Zeitpunkt, von der Bühne zu gehen. Weil mit diesem Tempo, was wir angestrebt haben in der Zeit, das hältst du eine gewisse Zeit aus. Und dann sagt dein Körper dir, hallo da oben, merkst du das nicht? Wenn du so weitermachst, dann verlasse ich dich. Ne? Dann habe ich meinem Körper gesagt, ich brauche dich aber noch. Also habe ich eine Konsequenz draus gezogen. Und es gab einen Mitarbeiter im Unternehmen, keinen anderen, keiner in Sicht, der mir irgendwann mal gesagt hat, mein Traum wäre Unternehmer. So. Und das war Werner Karl. Warum stellt ein Unternehmen einen Elektroingenieur ein? Warum? Ein Schreiner? Das ist ja total Irrsinn. Nein, ich habe einen Menschen eingestellt, der in der Hoffnung, das war ja Hoffnung 10 Jahre früher, ihn einzustellen, dass er eventuell das Unternehmen übernehmen würde. Und genauso geschah es. Das war jetzt Glück. Man muss ja auch sehen, ob man 10 Jahre miteinander klarkommt. 2013, glaube ich, habe ich ihn zum Geschäftsführer gemacht. Dafür auch der Umbau 2008, dass nicht alles an Günter Schmitz hing, weil das ist verantwortungslos. Weil hier hingen 100 Mitarbeiter schon mit ihren Familien am Unternehmen und da braucht das auch verschiedene Schultern. Nicht, weil das hier diktatorisch gesteuert werden sollte, gar nicht, sondern es waren einzelne Firmen, die von einzelnen Leuten geführt wurden. Und das war auch gut so und das war auch richtig so. Ich kann Ihre Entscheidung für Herrn Karl verstehen, auch gegen Ihren Sohn, aber wie hat der reagiert? War der Ihnen nie böse? Er war noch 2 Jahre hier und es hat sich was Neues gegründet. Er hat neu gegründet, ich unterstütze ihn auch sehr. Es macht mir sehr viel Spaß, junge Unternehmer zu unterstützen, weil ich bin mit Leidenschaft Berater und das sehr intensiv. Ich helfe sehr vielen jungen Unternehmern, coach ich, dass die erfolgreich werden. Erfolg ist die Reduktion von Fehlern. Mehr ist es nicht. Es ist einfach. Neben dem Coaching, wie sieht Ihr Alltag heute aus? Er ist sehr bunt. Heute Nachmittag spiele ich wieder im Altersheim. Das ist meine schönste Erfahrung. Ich mache sehr, sehr viel in Seniorenheim Musik mit dem Akkordeon, ganz professionell. Jetzt ist Fastnacht. Wenn einer da dabei wäre, das kann man sich nicht vorstellen, welche Hühnerhaut da erzeugt wird. Und das mache ich sehr intensiv. Da tanke ich für diese Motivation, wo ich ansteckend bin dafür. Das ist mein Alltag. Aber ich mache nicht nur Musik, aber ich bin in der Beratung sehr intensiv.
30 Jahre Co-Planning, die Erfolgsgeschichte. Wir haben eben über die Vergangenheit mit Günter Schmitz gesprochen. Jetzt werden wir zur Gegenwart kommen und über die Zukunft reden mit Werner Pekal. Hallo. Sie blicken inzwischen auf 15 erfolgreiche Jahre Co-Planning zurück und standen ab 2012 zunächst als operativer Geschäftsführer Günter Schmitz zur Seite. Wie kam es dazu, dass Sie nach 6 Jahren Co-Planning in die Geschäftsführung jetzt einberufen wurden? Ich hatte die Chance, bei Günter Schmitz ganz viele Etappen im Betrieb kennenzulernen, in der Montage beginnend, Logistik, Lager, die Organisation, Montageplanung. So habe ich peu à peu ganz viele Etappen kennengelernt, durchlaufen und irgendwann hat Günter Schmitz mir das Vertrauen geschenkt, die Geschäftsführung mit zu übernehmen. Auf welche Erfolge können Sie denn während der Zusammenarbeit mit Herrn Schmitz zurückblicken? Es gibt ganz viele Erfolge. Vor allen Dingen Erfolge im Bereich des Teams, die Unternehmensentwicklung, das heißt Menschen zu finden, die zu uns passen, die den Co-Planning-Geist so mittragen, das Thema Kundenbegeisterung auch vorne dran stellen. Das ist so einer der größten Erfolge, die dann auch durch Preise für die Familie Schmitz so als bester Arbeitgeber dann auch mit dokumentiert worden sind. Vor rund 4 Jahren haben Sie die Unternehmensnachfolge von Günter Schmitz angetreten. Was waren für Sie hierbei Ihre wichtigsten, lassen wir sagen, Antriebe, die alleinige Verantwortung für Co-Planning zu übernehmen? Der wichtigste Antrieb war das, was da bis sich in den 25 Jahren entwickelt hat, fortzuführen, das zu übernehmen. Das hat sich so als mein Zuhause, meine Heimat hier entwickelt, wo ich mich mit den Kollegen, mit dem Team so wohl fühlte. Das war mir unbedingt ein Herzensanliegen, das fortzuführen, dass, so wie es Günter und Roswitha aufgebaut haben, dass das Bestand hat, dass wir weiterhin den Kunden was zu bieten haben, technisch, was Produkt angeht, was Dienstleistung angeht. Das war mein ganz klarer Antrieb. Die Fortführung war also der Antrieb, die Produktpalette und das Leistungsportfolio aber auch zu erweitern. Welche neuen Konzepte und Bereiche sind in den vergangenen Jahren neu dazugekommen? Was sich generell immer noch ändert, ist die Entwicklung vom Produkt zum Dienstleistungsverkauf. In den ersten Jahren haben wir Produkte verkauft und Handwerksleistungen dazu geboten. Die Zukunft wird mehr daraus bestehen, dass wir halt ganze Konzepte anbieten und das Produkt mitbringen und vor allen Dingen perfekte Handwerksleistungen, die das dann auch möglich macht. Was an Leistungen dazugekommen ist, neben Zimmertüren, Insektenschutz, Außenbereich, das heißt Terrassen, Outdoor-Living-Systeme, Glasdächer, Wintergärten, ist das Thema Smart Home-Technologie, Photovoltaik ganz stark geworden, bis zum Innenausbau, alles, was man im Haus plant, braucht zum Leben, einfach um Wohnräume schöner zu machen. Wir haben den Blick geändert. Wir schauen heute von innen nach außen und die ersten Jahre haben wir immer von außen aufs Haus geschaut, die Öffnungen uns angeschaut, das Haus von außen verschönert und heute machen wir zusätzlich die Räume von innen schön und blicken nach außen. Jeder Einzelne ist Teil von dem großen Erfolg von Co-Planning. Lassen Sie uns ein bisschen über die Monteure reden. Was macht ein Monteur bei Co-Planning so besonders? Zum einen sein Auftreten, was bei Handwerkern oft verschrien ist, Unpünktlichkeit, schmutzig und so weiter. Und genau das Gegenteil zu platzieren. Das heißt, der Handwerker, unser Monteur ist schon pünktlich. Der ist gut angezogen, der ist sauber angezogen, der hat ordentliches Werkzeug, der kommt gut riechend, gewaschen und gekämmt morgens zum Kunden und bringt schon ein ganz anderes Bild an der Haustür. Unsere Handwerker, unsere Monteure legen ihren Fußweg aus. Das heißt, sie betreten nicht den Boden vom Kunden, wenn sie nicht dran arbeiten müssen. Sie schonen alles, was beim Kunden zum Kundeneigentum gehört. Sie gehen so sorgfältig um, dass wir bei manchen Handwerkern feststellen mussten, die sind nicht in der Lage, Co-Planning-Monteur zu werden und mussten uns wieder verabschieden. Und die meisten haben aber gesagt, das ist ein interessanter Wandel, neben meiner Handwerkskunst auch so das Feingefühl für den Menschen, für den wir arbeiten dürfen, in ihrem privaten Zuhause, wirklich im Allerheiligsten dürfen wir ja tätig sein. Und das ist schon eine Ehre auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine hohe Verantwortung. Und die Monteure, die dem gerecht werden, das sind echte Co-Planning-Monteure, die jeden Tag eintreten für Kundenbegeisterung.
Sie lassen sich auf die Kunden ein und nicht nur auf die Kunden, sondern sogar haben Sie noch Streicheleinheiten für die Hunde übrig. Davon kann ich ein Lied singen. Seit 2019 bildet Co-Planning erfolgreich in mehreren Berufsbildern aus. Welchen Mehrwert für das Unternehmen schaffen Sie mit diesen Ausbildungsplätzen? Der Mehrwert ist ganz klar, junge Menschen an uns heranzubringen. Wir haben festgestellt, dass wir irgendwann eine Lücke hatten zwischen den Jüngeren und den Etablierten. Und die wurde immer größer. Und dann haben wir eine Brücke geschlagen, haben uns überlegt, alle, die unter 30 sind, mal an den Tisch gebeten, was macht für euch einen guten Arbeitsplatz aus? Was ist euch wichtig? Nicht nur die Etablierten zu fragen, sondern einfach die jungen Menschen. Wie würdest du deinen Bruder, deine jüngere Schwester überreden, bei Co-Planning zu arbeiten? Was wären Argumente, die wichtig wären? Und dann war auch klar, wir haben ja auch eine gesellschaftliche Verpflichtung, Jugend was zu bieten. Und das können wir sehr gut, indem wir halt uns im Haus Ausbildungsplätze schaffen. Wir haben angefangen mit Schreiner und mit Bürokaufleuten in der Ausbildung, aber stehen auch künftig mehreren Berufen wie Elektriker, Maler und so weiter zur Verfügung. Man kann über die 30 Jahre Co-Planning jetzt zurückschauen. Immer wieder fällt das Wort Begeisterung. Begeisterung nicht nur für die Kunden, sondern besonders und vor allem auch für die Mitarbeiter. Diese Bedeutung ist auch Ihnen sehr wichtig. Ja, auf jeden Fall. Begeistertes Umfeld ist die Voraussetzung, wenn ich anderen begeistern will. Wenn ich so ein Gesicht ziehe, werde ich kaum Begeisterung schaffen. Also da gehört schon ein freudiges Lächeln dazu. Und das Thema Freude und Werte zu schaffen, ist mein persönliches Thema. Das geht damit einher. Und ich habe ja schon gesagt, ich möchte das Unternehmen weiterführen, weil ich hier ein Stück Heimatfamilie gefunden habe. Und da liegt es auf der Hand, dass man sich da begeistert und dass man Freude empfindet, dabei sein zu dürfen, aber auch die Freude halt weitergeben will. Wie soll denn diese Familienreise in Zukunft aussehen? Wo soll sie in den nächsten Jahren hingehen? Ja, zum einen, das Team wird noch etwas wachsen durch verschiedene Disziplinen, die wir brauchen, damit wir Kunden einheitlich aus einer Hand möglichst viel anbieten können. Das ist also ein Stück Wachstum in der Familie. Und so versuchen wir auch jetzt langfristig zu denken, mal Jugend weiter heranzubilden, aber auch, wie können wir für die älteren 50 Jahre oder noch älter, wie können wir denen Möglichkeiten schaffen, damit die möglichst lange in ihrem Beruf bleiben können, auch wenn es noch Teilzeit ist, auch wenn es noch in der Rentenzeit noch einmal die Woche was arbeiten kommt, im Team bleiben, um das Know-how, was da ist, auch weiter pflegen zu können und es an jüngere Leute weitergeben zu können. Das ist also ein ganz klares Ziel, ein ganz klarer Weg, wo auch jetzt schon einige Kollegen, die ihre Rente schon haben könnten, sagen, nö, das macht mir noch Freude, jungen Menschen was beizubringen. Das machen wir noch weiter, solange es noch geht und solange es noch Spaß macht. Der älteste Mitarbeiter im Team ist 72 Jahre, hat heute Geburtstag, wurde heute 72 auf den Tag und hat immer noch Freude, uns immer an seinen Erfahrungen teilzuhaben. Welche besonderen Wünsche haben Sie, um Co-Planning für das nächste Jahrzehnt fit und erfolgreich zu machen? Dass die Zusammenarbeit, so wie es Günter Schmitz und seine Frau auch hier im Betrieb vorgelebt haben, alle Mann, alle Frau an einem Strick in eine Richtung zu ziehen, dass wir sowas weiterleben, ja, die Tradition beibehalten, dann erledigen sich alle Probleme, die kommen, auch von selber. Es ist alles mit Arbeit verbunden, aber wenn einer für den anderen einsteht, dann mache ich mir keine Sorgen um die Zukunft, sondern schaue mit Freude drauf.